Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Und wir haben gleich mal wieder einen Freund gefunden. So, und da ich ja das Spiel wieder hab beende und neu starten müsse, habe ich jetzt natürlich keine Fackel mehr in der Hand. Das verschwindet hier noch jedem Lader erneut. Das ist echt blöd. Deswegen machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen heiliger Wicht. Und dann schauen wir mal. So, mal hier raus aus dem Brackwasser. Hier zu dem hier. Ja, und der anderes Ekelvieh hat noch mitkriegt, dass ich da bin. Ja, die Sumpfdrohne. Ups. In der Richtung können wir die aber richtig schade machen, die Viecher. So. Gut. Ja, in der Richtung sind sie durchaus nochmal Herausforderung wert, die Viecher. Gott. Okay. Wo ist das Vieh? Ach du Scheiße. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Golem her. Komm her, du Sumpfgolem, Scheiß-Typ. Hilfe, Jungs, Hilfe. Edgar, Hilfe. Könnt ihr mir auch vielleicht helfen? Okay, danke für die Hilfe, danke für gar nichts. Dann mache ich das halt selber. Alter Falter. Boah, und jetzt bleib nur drin, du Sumpfding. Der hält aber auch mal wieder aus wie noch was hier. Yes, das war so ein lästiges Mistvieh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist mal wieder so kein Chance-Vieh. Alter. Kein Sumpfgolem-Herz, was ich da rausholen kann. Na gut. Aber so allmählich wird es da wieder hell dort draußen. 4:21 Uhr. Boah, Alter, ich sollte echt die Armbrust laden, damit ich sehe, was hier noch in der Gegend rumrennt. Vor allem. Was hier in der Gegend noch rumrennt. So, der hat nochmal einen Forts gelost, bevor er gestorben ist. Nichts zu holen. Alter. Okay, mit so einem Sumpfgolem sollte ich mich nicht dringend und zwingend anlegen. Das sind Sumpfhaie, die sind jetzt nicht weiter schlimm. Mit denen kann ich mich ohne Probleme hier anlegen. Den ich einfach mal so behaupte. Hallo? Der geht gerade einfach nur geradeaus. Okay. Nett. So. Oh Gott, gerade hat die Steuerung total versagt. Der ist einfach stur geradeaus gegangen. Ohne dass ich irgendwas auswählen konnte. War auch gerade sehr bezaubernd. Ah, na toll. Sumpfratte. Ups. Da kommt noch ein zweiter Sumpfhai. Das ist mir relativ egal mit den Sumpfhaier. Der andere wird auch noch auf mich aufmerksam. Ja, komm halt her, du Mistvieh. So. Dann komm halt her. Dann schleppe ich dich mit zu der andere. Dann schauen wir mal, wie wir dich wegprügeln. So. Ekliges Vieh. So. Ich will mich jetzt von der Beute nicht so weit entfernen. Komm schon her. Gott. Die sind nämlich generell ziemlich gut die Ausbeute, diese Sumpfhaie. Die Sumpfratte bietet auch noch ein bisschen Fleisch.
Und dann sonst Sumpfhaie mal wieder. Okay, dann komm mal her, du Scheißvieh. Nein! Nein! Okay. Ach du Scheiße, 3 von deinen Viecher. Okay, leck mich doch am Arsch. Oh, Mann, oh Meter. Sumpfgas, Drohne. Trank. Hi, Sumpfhai. Wir gucken uns hier weiter um. Ich will wissen, ob hier noch irgendwo ein Juan lebt. Weil wenn, dann ist das hier der vielversprechendste Kandidat. Perfekt. Puh. Okay. Ja. Dann machen wir hier der Yankee 2. Bandit und Juan. Na Allah. Haben wir es doch hier gepackt. So. Hier. Wie sieht's aus? Was willst du? Hast du mir was zu sagen? Ja, schon. Wenn nicht, kannst du direkt wieder gehen. Sonst macht mein Freund hier Kleinholz aus dir. Also, was ist? Hier. Es heißt, du hast einige interessante Waren im Angebot. Ach was. Esteban will mich wohl verarschen, was? Ich weiß. Ich habe die ganze Arbeit und verstecke mich tagelang in diesem miesen Loch und er schickt einfach jemanden, der das Zeug abholt. Ich bin doch kein Lagerhaus. Ach, Ja und? Das ist nicht mein Problem. dort bei Esteban Ich Fisk mach es aber beschissen. zu deinem Problem. Du willst die Lieferung. Schön. Du kannst sie kaufen. Hol dir das Gold doch von Esteban. Oder von Raven. Oder was weiß ich woher. Mir egal. Wer die Waren will, der zahlt dafür. Okay. Hier. Zeig mal, was du hast. Klimperndes Paket. Dietricher Stahlpaket. Wirklich schwer, enthält einen dicken Stahlklumpen. Puh. Dann sollten wir nochmal speichern. Hey, Den Typ noch ein bisschen ich reizen. komme nicht von Esteban. Oh, ja dann... Moment. Halt mal kurz still. Du hast da ein Viech auf der Schulter. Na? Probier's mal, du Flachzange. Den wirst du ja wohl schaffen. Ja, dann wäre ich wohl Schaffer. Den wirst du ja wohl schaffen. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt ist er tot. Ah, Feldknöterich oder Dreier, klimperndes Paket, das ist für Fisk und Stahlpaket. Enthält einen dicken Stahlklumpen. So, na gut, das war's dann mit dem. Links. Da hätten wir das. Und einfach mal so just for fun, einfach nur, um an die Erfahrungspunkte dran zu kommen. So, noch einer. Immerhin geben die Jungs 300 Erfahrungspunkte. So. Dann war's das hier. Da kann ich jetzt wieder in aller Ruhe zurückkehren. So. Sumpfhaie sind generell ziemlich rentable Gegner. Wenig Aufwand, viel Erfahrungspunkte dafür und dazu auch noch nette Trophäen. Also Sumpfhaie gefallen mir hier definitiv als Gegner. So. Dann hätten wir den ganzen Scheiß auch erledigt. Dann hat Fisk sein Dietrich-Paket und das Stahlpaket gucken wir mal. Weil derzeit haben wir dafür keinen Abnehmer. Kann sich aber noch ändern. Und wenn wir keinen Abnehmer haben, dann behalten wir das Stahlpaket für uns. Ach, hier ist noch irgendwo Drohne. Im Moment wohl so Mistvieh. Es müsste hier einer auf dicke Hose machen. Ah, da ist es. Ups. Dich wollte ich. Komm schon her. Ach, komm doch schon her. Sauvieh. So. Denn eine Blutfliege muss ich mich jetzt auch nicht unbedingt anlegen.
Nicht gerade sehr rentabel, die Viecher. Sodala. Feuerwurzel nehme ich auch gern mit. Und dann komme ich ursprünglich aus der Richtung. Jo. Macht mal keine Zicke, ihr Blutflieger. So. Dann ist da noch ein Trank. Nehmen wir auch mit. Butlerfleisch. Das brauchen wir jetzt auch nicht so zwingend. Heilkraut nehmen wir gern mit. Noch ein Heilkraut. Sumpfkraut nehmen wir gern mit. Und so ein Brückengoblin. Na, komm mal her, du Wicht. So. Da war noch was anderes. Da war noch Sumpfkraut. Genau. Sumpfkraut nehmen wir doch auch gern mit. Sodala. Ja, toller Wächter, wenn er hier den Goblin gar nicht bemerkt hat und neben den Weg bewacht. Oh Mann. Es gibt viele Arten von Helden. Und ich glaube, die ganze Helden dieser Welt sind hier vereint und zusammengeschlossen. Heroes United. Alter Falter. Okay, also die Ruinen, denen sich die Banditen hier überhaupt erst breit gemacht haben, das scheint ja wohl auch so ursprüngliche Erbauer-Herrenhaus-Ruine zu sein. Und die rote Steintafeln wird er bei wofür sich Saturas sehr interessiert, denke ich doch. So, Senjan, der Kadaver ist mittlerweile auch schon entfernt. Finn, Emilio. Zu Fisk sollte ich nochmal hoch. Je nachdem, ob der noch pennt. Schauen wir mal. Esteban steht Tag und Nacht hier, wie es aussieht. Fisk genauso. Okay, Kumpel, hier. Ich habe dein Paket. Tatsache. Was ist mit Juan? Er ist tot. Gut. Dann kann er mir keinen Ärger mehr machen. Was dich betrifft, ich habe ziemlich gute Beziehungen zu Huno. Ich werde dafür sorgen, dass du ab jetzt billig an deine Rüstungen rankommst. Außerdem gebe ich dir eine von meinen Waffen. Eine Hand wäscht die andere. Das hat sich seit damals nicht geändert. Ja, toll. Schön, dass die Rüstung jetzt Billigwoche ist, wo ich sie schon vor 2000 Jahrhundert gekauft habe. Ganz toll. Die Bartaxt, die wollte ich mir noch angucken. Das ist die hier. Für 90 Stärke, 90 Schaden. Naja. Aber besser als gar nichts. Immerhin zeigt sich Fisk hier dankbar. Das ist doch schon mal was. Dann Huniboy. Mit dir muss ich jetzt eh nochmal Wörtchen retten. Mein lieber Freund. Hier. Ich habe da ein paar Dinge über dich gehört. Schon wieder? Hoffentlich ist diesmal was Wichtiges dabei. Ich habe gehört, du warst nicht an deinem Platz, als das Attentat passiert ist. Und weiter? Emilio hat deinen Namen ausgespuckt. Du weißt auf jeden Fall was übers Attentat. Du hast dich ein bisschen mit dem alten Emilio unterhalten, was? Und er ist nicht der Einzige, der dich verdächtigt. Wie er schon so verräterisch guckt. Was soll das werden, So, jetzt ist die Frucht. Mich Gutsteller oder Esteban-Töter? Ich würde sagen, wenig Leute können mit Esteban. Ich will mit dem Attentäter gemeinsame Sache machen. Gegen Esteban? Wirklich? Dann beweise es. Ich warte schon zu lange auf eine Lieferung Stahl von den Piraten. Die habe ich zum Glück. Ich vermute, dass Esteban sie abgefangen hat, um sie mir später teuer zu verkaufen. Das macht er natürlich nicht selbst. Ein paar der Banditen im Sumpf stehen auf seiner Lohnliste. Woher weißt du das? Betrunkene Banditen quatschen zu viel. Hat der gesprächige Bandit auch einen Namen? Sein Name geht dich nichts an. Aber der Kerl, den du suchst, heißt Juan. Allerdings habe ich ihn schon lange nicht mehr im Lager gesehen. Ja. Du wirst im Sumpf nach ihm suchen müssen. Schon passiert. Ja. Okay, ich mache die Sache für dich. Gut, wir werden ja sehen, ob man dir trauen kann. Ja, das kann man mir. Hier bitteschön. Ich habe den Stahl. Und? War Juan auch da? War er. Wusste ich es doch. Esteban, die Ratte, steckte dahinter. Naja. Was ist jetzt mit unserer Abmachung? Der Mann, mit dem du reden willst, wartet auf dich in der Kneipe. Sprich mit dem Wirt. Würde Ich mich brauche mal eine bessere interessieren. Rüstung. Fisk hat gesagt, du würdest mir einen guten Preis machen. Fisk, sagst du? 1400. Scheiße, hätte ich 700 Gold sparen können. Das ist bitter. Das ist echt bitter.
Okay, ich denke mal, Fisk ist der Planer. Rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal rechts. Okay, für ein Goldbrocke, toll. Also ich denke mal, Fisk ist derjenige, der hier Esteban abmurksen will. Und dann können wir uns entweder auf seine Seite stellen und Esteban killen. Oder wir können für Esteban arbeiten. Jetzt bin ich mir nämlich so sicher, was profitabler ist. Von daher würde ich aber sagen, jeder tote Bandit kann mir später nämlich in die Suppe spucken. Und deswegen killen wir mal Esteban. Ist sicherer für uns. Weil je weniger Bandite, desto weniger schlimm ist es dann später. Hier. Huno schickt mich. Sieht aus, als hättest du deinen Mann gefunden. Geh doch mal eine Etage höher, dort wartet jemand auf dich. So. Nur die scheiß Senjan-Quest haben wir nach wie vor. Ja, es ist Fisk. Okay, wusste ich's doch. Hier. Du steckst also hinter dem Attentat. Ja. Esteban steht meinen Geschäften im Weg. Alle Banditen, die für mich arbeiten, lässt er nicht mehr in die Mine. Er sorgt dafür, dass alle für ihn arbeiten. Und nur für ihn. So kann er von jedem Geschäft seinen Teil abkassieren und kontrolliert das gesamte Lager. Okay. Willst du an seine Stelle treten? Nein, ich bin Händler. Ich will nur in Ruhe meinen Geschäften nachgehen. Hier. Was hast du jetzt vor? Wir werden Esteban aus dem Weg räumen. Das heißt, du wirst ihn Natürlich. umlegen und seine Position übernehmen. Okay. Solange seine Leibwächter bei ihm sind, habe ich keine Chance. Die wird er Dann wahrscheinlich müssen wir sie wegbringen. dazu kriegen, dass sie abhauen. Und zwar mit der Wahrheit. Welche Wahrheit? Du hast deinen Job erledigt. Du weißt, dass ich hinter dem Attentat stecke. Erzähle das Esteban. Und er wird seine Jungs schicken, um mich zu töten. Ich werde sie hier erwarten. Wenn sie weg sind, kannst du dir den Mistkerl vornehmen. Okay. Und ich kümmere mich um die Wachen. Klingt sauber. Na dann bereite ich mal gut vor, weil ich bin ein bisschen schneller als du, Kumpel. Und dann habe ich diese 2 dicke Ochsen im Mineve dran. Und wie gesagt, 3 Bandite weniger, das ist etwas, was definitiv praktisch ist. Das habe ich früher auch immer. So, und Kerl. Hier. Wegen des Auftrags. Pass auf, ich habe noch andere Sachen, um die ich mich kümmern muss. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht, wer hinter dem Attentat steckt. Wer ist es? Sag mir seinen Namen, damit meine Wachen ihm den Hals umdrehen können. Der Händler Fisk steckt dahinter. Zurzeit steht er allerdings ahnungslos in der Kneipe und säuft. Gut gemacht, Kleiner. Meine Wachen werden sich um ihn kümmern. Gut. Ihr habt's gehört, Jungs. Schnappt euch diesen Fisk. So. Und wie geht's jetzt weiter? Wie es jetzt weitergeht? Ich sage dir, wie es weitergeht. Fisk wird einen schmerzvollen Tod erleiden. Und jeder im Lager wird davon erfahren. Das wird ihnen allen eine Warnung sein. Alle hopp. Hier. Kriege ich jetzt einen roten Stein? Du hast deine Sache gut gemacht. Jemand wie du hat in der Mine nichts verloren. Ich kann dich hier viel besser gebrauchen. Du wirst im Lager bleiben und weiterhin für mich arbeiten. Ja. Tremol weiter. Willst du mich verarschen? Es war nie die Rede davon, dass ich für dich arbeite. So ein Angebot bekommt nicht jeder. Aber wenn du nicht willst, steht es dir auch frei, das Lager zu verlassen. Wie wäre es, wenn du dein Wort hältst und mir einen roten Stein gibst? Hey, noch ein Wort und meine Wachen müssen dir auch noch wehtun. Welche Wachen? Was? Ach, ich verstehe. Du versuchst mich reinzulegen. Na, warte. Na, da guck mal her, du Scheiß-Typ. So, jetzt die epische Bandidos-Musik. Na mach schon! Na mach schon! Hoppla, das war wieder abgerutscht an der Tastatur. Hopp. Ja, so ist gut! Sehr schön. Gut, grobes Kriegsbeil und was er dabei sich? Essenz der Heilung. 500 rote Steintafeln. Sehr schön. Ein silberner Ring. 3 Bier, was hier relativ selten ist.
Und ein grobes Kriegsbeil. Ja, nicht, dass das alles So, perfekt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, okay. Gut, dann bum. Können wir erstmal uns hier seinen Trank reizwirbeln. Dann nochmal so ein anderer und noch so einer. Und dann lesen wir mal, was auf der roten Steintafel drauf steht. So. wären, wäre die Sache anders. Wir, die letzten 3 Anführer des Rates der 5, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. So. Dann gucken wir doch nochmal hier rein. Und Fisk. Ja, da ist er. Hey, du. So. Esteban ist erledigt. Darauf habe ich lange gewartet. Ich denke, du hast jetzt einiges zu tun. Und ich muss mich auch wieder um meine Geschäfte kümmern. Alle hopp. Also, wenn du noch was brauchst, du weißt, wo du mich findest. Ah, jo. Warte mal. Nee, da hat das, was ich ihm verkauft habe. Zeig. Bla bla bla. Klimperndes Paket. Kaufen wir doch mal. Die ganze Dietriche kann ich gut gebrauchen. Was haben wir denn da noch? Genau hier. Das können wir auch noch vertickern. Der Quatsch kann weg. Der hier genauso. Degen der Banditen, ne? Grobes Schwert und Degen können weg. Grobes Kriegsbeil, grobes Breitschwert. Alles Scheiß, der weg kann. Genauso wie sein Bartachs, die kann er auch behalten. Okay. Ja. So. Dann, Quatsch, genau. Das klimpernde Paket mit den Dietriche wollte ich aufmachen, damit ich einfach mal wieder auch genug Dietriche hab. So. 12 Dietriche für 300 Gold. Na, klasse. Ah, da sind die tote Leibwache noch. Sehr schön. Okay, die Armbrust ist relativ gut. Und so vergammeltes Ding. Paladin-Zweihänder, Alter. Die haben anscheinend echt gute Sache dabei gehabt, die Leibwächter. Gut, jetzt haben wir hier ordentlich aufgeräumt. Eine verhängnisvolle Situation. Okay, das haben wir jetzt nach wie vor die Mission drin. Scheiße. Da war es wohl etwas voreilig mit meinem Mord mit Senjan. Na egal. Da haben wir die Quest halt drin. Passiert. Kollateralschäden passieren immer mal wieder. Das liegt doch auf der Hand. So, Esteban liegt immer noch da tot rum. Mir soll's recht sein. Huno noch Bescheid geben. Dann schauen wir mal. So. Nee, interessiert dann anscheinend auch einen Scheißdreck. Na gut. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Dann können wir jetzt endlich hochgehen. Oh, du ist Torus. Hi, Du Torus. kennst die Regel. Und du kennst Ohne mich. rote Steintafel kommt keiner in die Mine. Vergiss die Mine. Ich muss zu Raven. Selbst wenn. Wir haben hier Regeln. Und die gelten für alle, auch für dich. Kehr wieder um. Wenn du versuchst, ohne Erlaubnis den oberen Platz zu betreten, werden die anderen Gardisten dich umbringen. Das sind die Regeln. Okay. Das ist kein Geheimnis. Das ist ja schön und gut, aber ich hab hier das entsprechende Zeug parat. Ah ja, das schönes Quartier eingerichtet kriegt der alte Torus. So, hier, Gucken wir doch gerade mal, ob ich das darf oder nicht. Ohne den richtigen Schlüssel Okay. kriege ich das Hey, nie auf. du. Hey, was ist mit deiner Rüstung? Wo kriege ich so eine Rüstung her? Gar nicht. Die Rüstungen sind Ravens Garde vorbehalten. Ich glaube kaum, dass es eine Aufnahmeprüfung für neue Anwärter gibt. Aber letztendlich liegt die Entscheidung nicht bei mir, sondern bei Raven. Okay. Hier. Es ist wichtig, dass ich Raven erreiche. Ach ja. Glaubst du etwa, du kannst bis zu ihm vordringen? Immer. Seine Garde hat Anordnung, niemanden vorzulassen. Du wärst tot, bevor du ihn auch nur zu Gesicht bekommen würdest. Also schlag dir das aus dem Kopf. Hier. Erkennst du mich nicht? Aus dem alten Lager. Du bist einer der Gefangenen. Vielleicht warst du einer meiner Gardisten. Und? Macht uns das jetzt zu Verbündeten? Natürlich. Nein, das macht es uns nicht. Und außerdem war Vielleicht ich... bist du der Typ, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat.
Vielleicht hast du auch meine Kumpels umgebracht. Sowohl Na als und? auch. Die Zeiten sind vorbei. Okay, hier. Komm, lass mich rein. Um der guten alten Zeiten willen. Jetzt will ich dir mal was erklären. Weißt du, warum ich noch am Leben bin? Weil ich immer zu meinen Leuten loyal war. Okay. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was Raven tut. Aber ich werde mich an die Regeln halten. Und Na das gut. wirst du auch. Ach, der Kater steht vor der und pinst hier rum, aber ich lasse ihn jetzt nicht rein, nicht noch, wenn ich noch habe hier 5 eine Minuten rote habe. Steintafel. Okay, du hast Esteban erledigt. Dann wirst du jetzt seinen Job machen. In der Mine haben sie ein paar Probleme mit Minecrawlern. 3 Butler hat's bereits erwischt. Es ist deine Aufgabe, für Nachschub zu sorgen. Okay. Und wann kann ich endlich in die verdammte Mine? Mach deinen Job. Danach kannst du machen, was du willst. Gut. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur noch 5 Minuten circa. Da muss ich jetzt nicht noch hier der aufreißen, damit der Kater hier rein kann. Eventuell habt ihr das erbärmliche Pinse da im Hintergrund gehört. Ach Gott. So. Wer auf jeden Fall mal rein darf, ist Emilio. Der hat hier drauf gegeiert. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Genau, der hat hier drauf gegeiert, dass er endlich wieder rein darf. Das ist der Over-Typ. Deswegen. Du wirst in der Mine gebraucht. Alles klar, Chef. Du willst den Besten in der Mine sehen? Dann will ich mal wieder. Genau. Ach, noch was. Ich verrate dir mal ein Butler-Geheimnis. Ab und zu bietet es sich an, einen Trümmerschlag anzusetzen. Wenn du ein paar Mal gehackt hast und es ist nichts dabei rumgekommen, dann zieh die Spitze der Hacke quer über den Fels. Mit etwas Glück kriegst du so gleich mehrere Brocken. Sehr schön. Und der andere war so freundlich, mir auch gegen Bezahlung was zu verzählen. Deswegen darf der Achei hier. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast ja tatsächlich einen roten Stein für mich. Ausgezeichnet. Jetzt werde ich diesen verdammten Fels zu Krümeln verarbeiten. Ich weiß auch schon genau, wo ich hingehe. Noch eine Sache. Wenn du schürfen gehst, pass auf, dass du nicht zu feste drauf haust. Sonst verkeilt sich deine Spitzhacke im Gold. Okay. Das ist der einzige, der nicht sofort losstürmt, sondern der gesittet loslauft. Okay, gut, Taurus, ich habe meinen Job gemacht. Hab 3 fähige Männer besorgt. Und jetzt mag Hey. ich bitte endlich Reihe. Hier. Ich habe 3 Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Gut, perfekt. Dann kümmere ich mich nämlich gleich um die Minecrawler. Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung. Du kannst passieren. Alter, was eine Stimme. Halt. Ah, Motor. Haha. Jetzt kann ich hier noch einen Fokusstein hier schmeißen. Noch ein bisschen gezaubert und dann läuft die Geschichte. So kommen wir auf jeden Fall wieder zu der Wassermagier. Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Ajö. Ja. Ja. Dann pass gut auf dich auf. Pass besser auf als die Typen, die hier überall rumliegen. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Oh, nett. Okay, hier ist noch ein Gardist. Ah, der totgeschuftete Sklave. Nett. Sklave. Bevor wir hier dran gehen, wird erstmal ein bisschen gespeichert. Ja, dass das irgendjemand hört. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. 5, 6 mal rechts. Okay. Irgendwann lerne ich das auch wohl, dass wenn es so oft in eine bestimmte Richtung geht, dass man es dann immer nur in die Richtung ziehen muss. Das geht einfach so auf. Ja, Waldbeere und Butlerfleisch. Na klasse, also 2 haben sich schon mal mindestens so tot geschuftet. Genau dasselbe, nur mit Dunkelpilze. Ja, tolle Arbeitsbedingungen hier, würde ich sagen. Vor allem, weil das anscheinend irgendwelche arme Schweine sind, die man aus Korinis hierher geschleppt hat. Die vermisste Leute werden das sei. Die werden wir wahrscheinlich danach in der Mine finden, denke ich doch mal. Knochen eines Skeletts. Reizend. Ah, hier ist auch noch ein Skelett. Naja, da kann ich dann wenigstens eine Runde pennen gehen, ohne dass mir jemand die Gurgel gleich durchschneit. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Richtung. Und gehen wir in die Mine rein. Dumm. Hallo, Wache. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Ach, das Was brauche Sketty. ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Ja, Sketty kennen wir auch noch. Das war der Typ von der Arena. Der Arena-Wetten-Typ aus dem alten Lager. Hier.
Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Ach Gott, für 2 Lernpunkte, Alter. Wie läuft das Geschäft? Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb hacken sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Ja. Hier. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine. Na toll. Er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Ja, so sieht er aus. So ein Gegensatz richtiger zu Raven Sadist. hat er ein großes Interesse am Gold. Ja. Und Bloodwyn ist so ein richtiger Sadist. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ups. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Ja. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Der war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Kommt zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey Scatty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Okay. Hier. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Ja, dann Aber nimm da vielleicht eins. hat Lucia noch eine Flasche. Dann nimm da Wohl eins. bekomm's. Ah, fast 750 Erfahrung, doch gern. Das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held. Ich bin auch generell der Lass Held uns vom handeln. Spiel. So, was hat er dann für mich? Eintopf, Goldbrocke, Wasser. Ja, Wasser können wir auch noch ins holen. Aber ich kann mir schon denken, wenn man ewig kein Bier mehr getrunken hat und dann mal wieder eins kriegt, das muss Himmel auf Erde sein, wenn man dann mal ein Bierle trinken kann. So, dann. Dann können wir verticken. Genauso wie das nicht, das auch nicht. Aber die 2 normale Armbrüste können wir noch verticken. Gut. Dann würde ich nochmal als letzte Amtshandlung mich ganz gern hier noch umgucken. Einfach mal den Krust nehmen. Das darf ich sogar. Okay, das ist gut. So, Schinke. Hier ist noch was. Wurst. Käse und Fisch. So. Gucke, ob ich auch einfach so an die Truhe tragen darf. Da ist noch ein bisschen Milch. So. Rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, links, links. Rechts, rechts, links. Rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, links. Rechts, links, rechts, rechts. Oh Gott. Boah, Alter, das war jetzt auch ein ganz schöner Act. Okay, nichts Besonderes. Nehmen wir mal alles mit. Und ich die Sache, nachdem ich hier alles noch geplündert habe, mache ich an der Stelle dann auch mal einen Cut, obwohl ich jetzt auch schon ein kleines bisschen überzogen habe. Wird jetzt nämlich wirklich Zeit. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also, machen's gut und wir sehen uns dann morgen auch wieder.
Aber vorher kommt noch der Rum mit. Brot. Ah, da liegt auch noch ein Bier rum. Ja, da einfach nur hätte er einfach nur um die Ecke gucken müssen, der gute Mann. Ja, dann gucken wir uns morgen nämlich an, was in der Mine so abgeht. Wir sehen uns dann wieder. Ayan Yankee.